So, moin, ich präsentiere ihr schaut mein Top 4 Spieler, die bei der E3 vorgestellt gesehen. Ich muss dabei noch sagen, dass ich vielleicht nicht gerade die 4 Spieler habe, die sonst jeder reden hat. Also, sie sind ein bisschen mehr speziell, aber das geht mit Platz Nummer 4. So, auf Platz Nummer 4 habe ich schon tatsächlich das neue Spider-Man-Spiel. Ich weiß, viele Leute werden sagen, oh, wie spaßig, ich habe es so viel gekannt. Ich war schon immer Spider-Man-Fan. Ich bin eigentlich gegen das neue Spiel. Ich habe bis noch zwei andere Spider-Man-Spieler, ja. Ja, einer von denen schon gut fand, das andere so echt dann nicht. Dafür, der den war auf der Wii U, das ich gut fand. Nicht auf der Wii U, auf der Wii. Das ich gut fand. Das andere war auf der PlayStation 3, das ich nicht so super fand. Und dafür hoffe ich, dass das darum einen guten Deal gibt. Und ja, ich gebe so, dann kommen wir zu Platz 3. Auf Platz 3 habe ich dann Tekken 7. Ich war schon immer großer Fan von Tekken. Ich fand das einfach so ein Spiel, das kann ich einfach mal so spielen, so ein Beat'em-up-Game aus das. So muss mit Kollegen macht das echt viel Spaß, weil die drücken da meistens einfach knappischer, du musst nicht wirklich Steuerung erklären. Also so weit bis immer mal so. Die Milch machen das auch so und gewonnen dem nur weiter dann auch. Mich einfach Spaß, so muss man den verschiedene Charakteren, die dann auch immer in allen Spielen noch dabei sind. Ja, empfangen schon nicht so viel dazu zu sagen. Das heißt, kommen auch schon zu Platz 2. So, auf Platz 2 habe ich dann Death Stranding. Viele Leute kennen ja wahrscheinlich den Charakter, das ist ja der von Walking Dead, wie heißt der da? Den Norman Reedus oder so. Ja, das Spiel ist ja vom Kojima, den ist ja da von Konami fortgegangen. Und er lädt schon direkt sein neues Spiel. Ich fand das gesagt ganz interessant aus. Ich meine, das wäre eine ziemlich epische Story, das Spiel da. Und ja, ich freue mich schon ziemlich auf das Spiel. Und da kommen wir auch schon zu Platz 1. That one was Mark II. We must be getting close. Just hold on. Ja, also das ist keine Überraschung, dass ich Walking Dead Season 3 auf Platz 1 tun. Das ist einfach mein allerlieblingsspiel. Gesagt ihr noch gut an dem kleinen Teaser. Für Clementine, für mich Agnes, und natürlich auch kleine Freund bei sich. Das kann ja. Wo Leute kann ich also was, weiß ich noch nicht, das hat man ja wohl noch gesehen. Weil die noch kann ummerken, dass Clementine ein Fanger fehlt. Was damals geschieht ist, werden dann noch mit der Zukunft gesehen. Ja, das war dann zum Video. Ich hoffe, ihr hat dir gefallen. Ihr könnt ja auch in die Kommentare schreiben, was dir euch so gefreut hat. Ob der E3. Und dann sehen wir uns beim nächsten saftigen Video.